Salut, bonjour. Ich hoffe, euch allen draussen geht's gut. Diesen Samstag ist der Eurovision Song Contest Final und die Schweiz ist auch dabei mit dem Marius Bär. Schmeckt noch mehr das? Oder schmeckt es bei euch auch so stark nach einem Sneaking Into Video? Nachdem mir noch mein bester Kollege der Cosi angerufen hat, yo. Alter, wenn du das dort rein schaffst, dann gib dir ein Glas Bier dafür. Also, auf was warten wir denn noch? Ab auf Turin. Bevor es allerdings Vollgas nach Turin geht, haben wir noch 2-3 Sachen zu erledigen. Und zwar ist es so, dass ich ja noch ein Ticket brauche. Das ist der Punkt, wo die Magie anfängt. Auf Papier war das Ganze allerdings noch viel zu dünn. Wegen dem musste ich noch Pizza-Kartonschachteln dazwischen einbauen. Die Arbeit mit dem Messer hat sich als nicht so effizient und genau herausgestellt, wegen dem musste ich die Location wechseln. So, alle Vorbereitungen sind getroffen. Jetzt kann es losgehen nach Turin. Heute ist es soweit. Es ist der Final vom ESC 2022. Liebe Leute, es geht noch 4 Stunden bis zum ESC-Final. Wir befinden uns momentan im Park vor dem Pala Alpitour Stadion, wo heute oben der Final stattfindet. Ich habe bereits erste Informationen gesammelt über das Stadion. Und zwar gibt es 2 Eingänge. Einen vor dem Stadion und einen hinten, wo beide sehr, sehr gut bewacht sind. Und zudem hat es auf dem ganzen Areal allgemein sehr viele Cops. Es sind wirklich so viel Police und alles abgesperrt. Das ist unglaublich. Und die Haupteingänge sind sehr gut bewacht. Und man muss wirklich am Anfang das Ticket herhaben, was problematisch werden könnte. Weil mein Ticket natürlich nicht scannbar ist, sondern nur gut aussieht. Wie komme ich nun dort rein? Der Plan ist ganz klar, als Fotograf dort reinzukommen, mit professioneller Kamera, einer Eurovision Song Contest Tasche und einfach so tun, als würde man dort fucking hergehören. Das ist soweit noch 2 Stunden bis zum Event. Der Platz ist sich hier ersichtlicherweise am Füllen und jetzt geht's los. Der erste Versuch wird gestartet. Und zwar ganz banal bin ich mal beim Haupteingang mit einer Gruppe Helfer mitgelaufen. Also bin ich zum anderen Gate gelaufen und habe probiert zu fragen, was ich machen muss, wenn ich meinen Badge verloren habe. Sorry? The guy told me I need to go if I go there if I lose the badge. Kein Wort verstanden. Aussen auf der Seite neu probieren reinzugehen, da hat es viel weniger Leute und vor allem viel weniger Kontrolleure. Es war mittlerweile schon 9 Uhr und die Show hat bereits angefangen und ich bin immer noch um das Stadion herumgeirrt. Die Nervosität ist gestiegen und der erste Zweifel ist aufgekommen. Auf einmal habe ich gesehen, dass am sonst schon eher schlecht bewachten Seiteneingang die Securitas miteinander anfangen zu schnurren. Und dann haben wir sofort gedacht, jetzt oder nie. Niemand hat etwas gesagt. Und auch der Security hat mich zwar dumm angeschaut, aber nichts gesagt. Also bin ich immer weitergelaufen, ohne irgendwann zurückzuschauen. Erste Ding gepasst. Damn. Neben mir sind plötzlich Kerren aufgetaucht, wo Künstler damit ins Stadion gefahren wurden. Aber je weiter ich bin gelaufen, desto mehr habe ich mich auch am ersten Dreikreuz genähert. Und wenn ich noch etwas weiss von meiner Vorbereitung, ist es das. Das heisst, die grösste Challenge ist ganz klar, dass nie jemand mein Ticket scannen und auch nie genauer anschaut. Weil dann erkennt man sofort, dass da etwas nicht stimmt. Also bin ich am Delegation Gate vorbeigezogen und einfach immer weiter am Stadion entlang gelaufen. Ich wusste, ich darf nie anhalten, nie zurückschauen und nie so wirken, als wüsste ich nicht genau, wo ich hergehöre. Also bin ich einfach weitergelaufen. Ich hatte in dem Moment keine Ahnung, wo ich genau herlaufe, aber was ich gewusst habe, ist, dass immer noch ein Zaun zwischen mir und dem Stadion steht. Keine 10 Meter ist es gegangen und da bin ich schon wieder am nächsten Security begegnet. Klassisches Szenario, er schaut mich an, ich gehe ihn aber nicht. Er sagt nichts, ich laufe weiter. Ich bin weitergelaufen durch so ein grosses Tor und ich wusste, jetzt war es, hier ist eine Sackgasse. Als wäre es schon genug,
warten sogar noch 2 Securitas auf mich. Ich frage jetzt echt die Securitas, wie ich da rauskomme. Das habe ich auch gemacht. Aber glücklicherweise hat der Securitas kein Wort Englisch können und mir mit seinem Hang den Weg zum Stadion gezeigt. Und als ich dort hergelaufen bin, wo mir der Securitas gezeigt hat, bin ich tatsächlich immer wie näher ans Stadion gekommen. Auch erste Helfer sind mir entgegengekommen. Und mit jedem Schritt, den ich gemacht habe, ist die Musik immer wie lauter geworden. Und da steht er also, Security Guard Level 4, und da die Show schon angefangen hat, ist er natürlich schon an seinem Handy am Sahnen gewesen, was für mich geheissen, weiterlaufen. Oh mein Gott, mir ist einfach drinnen. Nach unzähligen Wegen hindurchlaufen, ist mir plötzlich mitten bei den VIPs. Ich würde sagen, das erste Gaschobier habe ich mir schon mal gesichert. Küssen. Alter, wenn du das dort rein schaffst, dann gib dir ein Gaschobier dafür. Alle Marius! Oh mein Gott, es ist fertig. Congratulations zur Ukraine. Und Alter, das war wild. Wild. Einfach mal reingesneakt, ich würde wirklich sagen. Bündige Sache, aber es ist wirklich nicht so einfach vorgestellt. Also wenn man eine Lücke hat, dann läuft es einfach. Dann kehrt es einfach niemand mehr.